Hallo, lass uns Deutsch lernen. Heute ein kurzer Dialog. Hör gut zu. Heute sprechen wir über das Reisen mit Nachtzügen durch Europa. Hast du schon einmal eine Nacht im Zug verbracht? Ja, tatsächlich habe ich das. Es ist eine ganz besondere Art zu reisen. Du steigst am Abend ein und wachst in einer neuen Stadt auf. Genau. Und es ist oft auch eine kostengünstige Alternative, da man sich die Hotelübernachtung spart. Welche Strecken hast du bisher ausprobiert? Ich bin zum Beispiel schon von Berlin nach Budapest gefahren. Es war eine lange Fahrt, aber faszinierend. Man lernt auch interessante Mitreisende kennen. Ich habe gehört, dass die Strecke von Paris nach Venedig sehr beliebt ist. Die Landschaft unterwegs soll atemberaubend sein. Das kann ich mir vorstellen. Und es gibt auch den berühmten Orient Express, obwohl der eher für den Luxus bekannt ist. Stimmt. Aber für den normalen Reisenden gibt es viele andere Optionen. Der Nightjet zum Beispiel, der von Österreich betrieben wird, hat ein ziemlich gutes Netz. Ja, der Nightjet ist klasse. Er verbindet viele Städte, unter anderem Wien, Zürich und Hamburg. Und die Schlafwagen sind auch ziemlich bequem. Was ich besonders spannend finde, ist die Möglichkeit, mitten in der Nacht an einem Bahnhof aufzuwachen, den man nicht kennt, und einfach auszusteigen, wenn man möchte. Das ist wahr. Diese Flexibilität hat man bei anderen Reisearten nicht. Es ist fast wie eine kleine Abenteuerreise. Und es ist auch umweltfreundlicher als das Fliegen. Gerade in Zeiten des Klimawandels ein wichtiger Punkt. Absolut. Die CO2-Bilanz von Zügen ist viel besser als die von Flugzeugen. Und man kann unterwegs lesen, arbeiten oder einfach die Landschaft genießen. Ein weiterer Vorteil ist, dass man nicht durch die Sicherheitskontrollen am Flughafen muss. Man kann einfach einsteigen und losfahren. Das stimmt. Und es gibt keine langen Wartezeiten beim Check-in oder Boarding. Das spart viel Stress. Welche Tipps würdest du jemandem geben, der zum ersten Mal mit dem Nachtzug reist? Ich würde empfehlen, Ohrstöpsel und eine Schlafmaske mitzunehmen. Und vielleicht ein kleines Kissen für zusätzlichen Komfort. Gute Tipps. Und vielleicht auch Snacks und Wasser, falls der Speisewagen nicht allzu viel zu bieten hat. Ja, genau. Und man sollte sich vorher informieren, ob es Steckdosen im Zug gibt, falls man Geräte aufladen möchte. Und wie sieht es mit der Sicherheit aus? Hast du da Erfahrungen gemacht? Ich hatte bisher keine Probleme. Es ist immer ratsam, Wertsachen nah bei sich zu halten und das Abteil abzuschließen, wenn möglich. Das klingt vernünftig. Ich denke, dass Nachtzüge eine tolle Möglichkeit sind, Europa zu entdecken, ohne die Hektik der Flughäfen. Da stimme ich dir zu. Und es hat auch etwas Nostalgisches, im Zug zu reisen, fast wie in alten Filmen. Absolut. Und es gibt so viele Strecken zu erkunden. Hast du eine Wunschliste für zukünftige Reisen? Ich würde gerne die Strecke von Rom nach Palermo ausprobieren. Die Fähre, die Teil der Reise ist, klingt spannend. Das klingt nach einem tollen Abenteuer. Ich würde gerne die nördlicheren Strecken wie von Stockholm nach Narvik erkunden. Das wäre bestimmt beeindruckend. Die skandinavische Landschaft muss unglaublich sein. Ja, und es gibt so viel zu entdecken, vielleicht sollten wir bald eine Reise planen. Gute Idee. Und jetzt an unsere Zuhörer. Habt ihr schon einmal eine Nachtzugreise gemacht? Welche Strecken könnt ihr empfehlen? Wir sind gespannt auf eure Geschichten.